So Leute, da sind wir wieder zurück im Solo-Modus bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Und ja, ich glaube, wir kommen nicht drum herum, Freunde. Jetzt kommen die Schneckenmuschel dran. Oh Mann, ey. Mit ihren variierenden Effekten und Pendelbeschwörungen wird die Macht mobilen Waffen der... Was? Cliffords mit ihren Systemen verbunden. Cliffords klingt zwar noch cool, aber sprechen das so aus? Ich glaube eher weniger. Sie ihre mutierten Kräfte, die alles Leben kontrollieren. Ja, klingt ja schön. Clifford Kundschafter, was? Schneckenmuschel vor allem. Okay. Wir spielen es. Die kolossale mechanische Schneckenmuschel. Die alles zerstört, was sie berührt. Was? Alle auf diesem sternenstanden Lebensformen gehen auf Naturias heiliger Baum zurück. Leben wird aus dem Baum geboren und kehrt zum Baum zurück, wenn es stirbt. Dieser Kreislauf, den man Wiedergeburt nennen könnte, ist auch eine Zauberkarte. Wiederholt sich auf diesem Planeten seit einer Ewigkeit. Dank der Zauberkarte. Es kam jedoch eine Zeit, als Krieg um Naturias heiliger Baum, diesen heiligen Quell des Lebens, geführt wurde. Sicher eine Feldzauberkarte, war? Naturias heiliger Baum. Inmitten dieses Konflikts erschien El Schattenpuppe Winder, wieso El? Zu Füßen von Naturias heiliger Baum, sodass sich das Kampfglück wendet. Sind das Fusionskarten? Oh, plus Synchro. Und ich sehe es, krass. Die Macht von El Schattenpuppe Winder löst das Siegel von Naturias heiliger Baum. Naturias heiliger Baum erhob sich gen Himmel. Darunter verbarg sich ein riesiges System. Datenkäfer? Genau dieses System war es, das den Lebenszyklus des Planeten geregelt hatte. Sag ja, Datenkäfer. Das entziegelte System erwachte langsam Leben und gewann den Kern zurück, der in der Vergangenheit verloren gegangen war. Hoffen wir doch nicht. Aus dem Leichnam von El Schattenpuppe Grista wurden 10 Kernsteine absorbiert. Der Kraft wiedergeborenen Kernsteine wurden die Cliffords, die im System geschlafen hatten, aufgeweckt. In seinen Wurzeln unterhalb verbarg sich ein enormes Lebenssystem. Dieses System war das Herz des Lebenszyklus des Planeten. Als ob sie in das System zurückkehren wollten, schwebten die Kerne, die es einst verloren hatte, auf es zu und wurden dann hineingesogen. 10 Kerne, wa? Schade, das wären 7. So die 7 Dragon Balls oder die 7 Chaos Emeralds. Mit dem wiedergeborenen Kern als Quelle ihrer Kraft aktivierten sich die Waffen, die sich im System versteckten. Die Cliffords. Ich finde den Begriff so geil. Also die Aussprache davon, wie ich es gerade habe. Als jeder einzelne Clifford zum Leben erwachte, flogen sie in die Ferne und verteilten sich über das Land. Erst die Zukunft wird zeigen, was das Ziel der Cliffords war. Okay, ziemlich abgespaced die Einleitung. Clifford-Muschel, ja dankeschön. So. Praktik. Lernen die Vorzüge und Nachteile des Clifford-Decks. Ich sehe schon Pendel. Replika-Modus wird gebootet. Film ausführen von C-Sophia, Zebra Exe. Unbekannter Entwickler. Tierra, Clifford Exe zulassen. Ja, nein. Autonomie-Modus wird gebootet. Okay, das ist geil. Das finde ich cool. Unbehandelte Ausnahme an Zugriffsverletzung beim Schreien an 0 ignorieren und fortfahren. Nein. Clifford trägt. Du kannst die Karte aus dem Mal beschwören. Oh, ist das schade. Maschine, Pendel. Ah, Pendel normal. Was gibt's auch? Normale Pendelkarten? Einen hohen Pendelbereich. Alter Schwede. Okay, 1 und 9. Gut, ist aber klar, was sie machen sollen. Aber die gibt es auch in so stark. Mit Effekt. Pendel normale Monster. Natürlich Linkkarten. Ja, ist klar. Pendel und Linkmonster kombinieren. Ja, super. Alter. Das wären Linkmonster, Pendel und vor allem Xyz nicht schon heavy genug. Nee, dann kombinieren. Das wäre ganz geil. Naja, ist ja egal. So. Was macht ein Klee-Deck einzigartig? Du meinst Clifford. Nutzt die Vorteile der Pendelbeschwörung und die 3 Tribute dafür
Apokrypher-Türme brauchst, im Handumdrehen zu erzeugen. Ah, okay, für normales Effektmonster, gut, wie viele Sterne hat's? 3? Warte mal, ich sehe es kaum. 3, so, 3, 6, 10, okay, gut, macht Sinn. 10 Sterne sind 3 Tribute, das ist soweit korrekt. 3 Tribute dafür zu erzeugen. Dieses Deck ist mächtiger als ein Stangenschutz an Monster für Effekte von Monster mit niedrigen Stufenrängen. Sowie die Möglichkeit bietet, Pendelmonster hoher Stufen ohne Tribute zu beschwören. Also, quasi das Clifford-Deck. Nein. Das Klee-Deck ist das Coole daran, dass er normale Effektmonster, die ein hohes Level hätten und deswegen viele Monster dafür opfern müsste, relativ einfach rufen kann. Sorry, dafür braucht er aber keine Pendelkarten, da kann er ja sonst mit Zauberkarten oder sowas machen. So. Da kommt natürlich auch schon. Was kann das Vieh überhaupt? Als Zauberkarten. Ja, ich weiß, Pendelbereich aktivieren. So ist mir auch klar. Okay, also P-Skala. Natürlich mache ich sie, umgekehrt geht ja nicht. Außerdem ist mittlerweile auch geändert, das kann natürlich sein. Dass man, also weiß mittlerweile in den letzten paar Jahren, aber dass man halt den Pendelbereich auch verkehrt setzen kann. Also sprich, hier wäre ein 9, hier die 1 und es wird trotzdem gelten. Aber kannst du mir vorstellen. Man ist sogar verwirrt, weil man die Auswahl, die so platzieren kann. So, Pendelbeschwörung. Ja, macht irgendwie Sinn, wa? Pendelbeschwörung. 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 Nein, natürlich. Tribut, beziehungsweise, doch, es ist eine Tributbeschwörung. Sagt, Effekt aktivieren, unsere Hand ab. Was? Hat gar keine Hand, also. Okay. Das war's schon? Wow, krasses Deck, ey. Ich hab noch nie gesehen. Pendelbeschwörung, ganz krass, ey. Und die nachher zu opfern. Boah, Alter. So, Lichtkugel, sehr schön. Ja, würde mal sagen, Freunde, es ist Zeit für ein Duell. Als Kombination, Klimakundschaftung, ja, die Hand des Gegners, sei vorsichtig. Kundschafter, wenn Effekt aktivieren kann man. Mal testen kann. Theorie ist gut, Praxis bei Duellen bevorzuge ich eher. Oh, ich muss eine selbe Zauberkarte, super. Autsch. Also, mal bei ihm. Also zweimal eine. Ah, okay. Okay. Umbehandelte Ausnahme an Clifford Exe zur Verletzung beim Schreiben. Diesen Fehler ignorieren und fortfahren. Wie aufs das ist Kroatisch? Weil es hat so wenig Vokale. Türkisch ist es nicht, da hat es wenig Üs. Aber wie nein, Quatsch. Was soll das sein? Das ist für eine Sprache. Klingonisch ist es auch nicht. Nee. Okay, ist egal. Schauen drüber. Spielfeldzauber. Klee, Lasertreffer. Setzen annulliert werden. Schön.
Und dann können sie normal beschwören. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wieder mal die beiden mit dem P-Skala. Replika-Modus weggebootet. Fehler beim Ausführen zulassen. Ja, ist gut. Dann kann man näher werden und Dinge zu ausgeliefert. Dann diese Karte als normal beschwören nach gut anzubieten. Okay, der heißt aber auch definitiv, oder hören einen Deck hinzufügen, ich brauche noch irgendwas. Also nicht so viele kann ich gerade sehen, das ist noch ein bisschen doof. Naja, kann trotzdem P-Skala legen, das passt schon mal. Ernsthaft. Au! Das kriege ich jetzt einen Schaden dafür, nur weil er so ein Arsch ist. Ja, mit dem einen P-Skala zu legen, das macht natürlich Spaß. Wenn ich den zu rufen, dann bringt mir gar nichts. Davon ist der Pendeleffekt, der bringt mir sogar noch weniger. So, fahren kann auf dem Spielfeld wählen, bringt mir auch nichts. Ja, toll, den Effekt hat er vorgebraucht. Offenbar das starke Monster gar nicht im Deck war. Schade. Na, schwarze Magie, wie geht's dir so? Was macht der denn jetzt da? Wieso hat er so viele Pendelmonster? Ja, jetzt kann ich. Offensichtlich jetzt das starke Viech. Nee, wobei Blitz schon mal nicht schlecht ist. Ja, HP gegen G natürlich, aber... Oh mein Gott, was soll dann hier... Wenn man ausgependelt wird, war, kann man sagen. Herzerkarten, hilf! Topf der Extravagan! Warte mal, habe ich überhaupt... Ja, könnte was bringen. Hey, ganz ehrlich, was ist das für ein Scheiß, ey? Ja, Auto neben, kann man so... Ah, komm. Das Herz der Karten hasst mich mal wieder.
Kein Plan warum, wir haben nichts getan. Ich bin eigentlich die Unschuld vom Lande. Ja toll, jetzt können wir Blitzsturm aktivieren. Wieso überhaupt jetzt Blitzsturm als, ja, in einem Deck, wo ich eine Feldzauberkarte habe? So bescheuert, hey, ganz ehrlich. Pff. Du bist als Zweiter, hm? Stimmt, ja, der Pendeleffekt kann ich ja auch nutzen, solange er einfach liegt. Die muss noch gar nicht. Aha. Der Pendelbereich muss noch gar nicht fertig gesetzt werden. Das haben wir natürlich ein bisschen übersehen, muss ich zugeben. Das war den letzten Zug mal mein Fehler. Ciao, ciao. P-Skala? Ja, könnt beide da reinsetzen. Vielleicht gibt es den ja auch noch. Nimm mal den hier, wa? Hehe. So, das ist wirklich Stufe 1, also kann ich den schon mal hier setzen. Autsch. 3 Glied-Tribute, warte mal, haben wir hier sogar was Ähnliches? Irgendwas anderes, warte mal. Na, ich glaube, der hat noch viel Power, abgesehen davon. Ja, den Clear-Effekten ist eigentlich immer dasselbe, wa? Weil ich ja auch Fallenkarten auf die annehmen könnte. Mal ganz kurz, ich habe den auch noch. Okay, warte mal. Warum eigentlich nicht? Dann sonst Stufe 5, die kann ich also problemlos rufen, wenn man eben, ja, sonst keine Effekte, also komm, den hier. Okay, kann ich beide als Panelbeschwörung rufen, Liebe erklimmen. Bung, bung. Panelbeschwörung, so. Jetzt aber. Den Effekt kann ich hier einmal pro Zug nutzen, wa? Also im nächsten Zug dann wieder. Ja, genau. So, was willst du Schönes?
Hm. Ach ja, auf diese Karte zeigt. Mhm, so viel dazu. So, also schon wieder. Den hier ist nicht Zug, genau. Den will ich ja für die Kombination mit dem anderen Monster, also den noch mächtig ist. Den auf permanente Falle, genau zum Aktivieren, bzw. zum Reagieren. Perfekt. Aua! So, jetzt kannst du bitte. Und jetzt versuche ich mein Glück. Clifford-Scheibe. Okay. Dann haben wir noch den Effekt hier. Apoklyphor-Türme. Yes, Mann. Platz den Effekten unberührt, dann diese Karte, als Angriffspunkte. Einmal pro Spielzug, du kannst deinen Gegner einmal an so einer Hand aus einem Friedhof fliegen lassen. Er bestimmt. So, dann mach mal. Leg ab, du Sau. So. Auf Extravaganz geht gerade nicht mehr. Egal, haben wir die Pendelbeschwörung, Freunde. Geht dann nur einer von beiden. Der ist eh da drauf. Okay. Wie bereits erwähnt, von Effekten und so bringt eh alles nichts. Also. Hier ist dasselbe. Also einfach eine Pendelbeschwörung. Wie wir sie kennen und lieben. So, hier natürlich noch Xyz-Beschwörungen, wo ich aber keinen Bock drauf habe, wie schon mal erwähnt. Obwohl, vielleicht aber doch Bock drauf. Warte mal schnell. Verteidigungspunkte, ja. Nun weiß ich auch meine eigenen. Das ist ein bisschen doof. Andererseits kann man den Pendelmonster. Und entfernt man. So, die angreifen, wissen wir, bringt nichts. So. Ja, wir bereits erwähnt, ich kann den rufen, aber bringt jetzt nicht so viel. Ja, nur hier bis in den Spielzugs. Ja, der ist sowieso gleich gekommen, also insofern. Was? Ja, komm.
Wieso der jetzt so einen Boost bekommen? Hä? Okay, ich verstehe das Ding nicht ganz, sorry. Ja, Tarnkappe, okay, aber... Ach, das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Habe ich keinen Effekt, mit dem ich irgendwie gegnerische Monster direkt platt machen kann? Clear Opfer. Mhm. Ah, komm noch. Es ist schon wieder vorbei. Es ist doch wieder vorbei, Freunde. Oh, ich kann irgendwie mit diesen Decks komme ich gar nicht klar. Der Effekt hingegen wäre echt cool, nur so Leben ist, es bringt nicht viel. Der einzige, der halbwegs brauchbar ist, der hier, weil er halt keinen Effekt hat. Aufgelegt wird, du kannst, ja, aber ganz ehrlich, klar kann ich den verstärken. Wenn er wieder so stark ist wie der hier und so, aber solange halt diese scheiß Karte da hat, bringt mir alles nichts. Da kann nochmal ein Key-Monster rufen, bringt mir auch nichts. Nee, komm. Oh Leute, was ist das für ein Deck, ey? Ja, aktivieren, geil! Aber vor allem nur zwei, das ist der Witz dran. Gut, hier wäre das dritte, das ist nicht so das Problem. Komm, ist doch eh egal, ganz ehrlich. Okay Leute, das lief jetzt nicht so wie geplant, überhaupt nicht. Bin ja froh, wenn wir das hier durchhaben. Das sagt mir überhaupt nicht zu, sorry. Überhaupt nicht meins. Wir müssen das Ding durchkriegen, koste was es wolle. Und ja, nächstes Part geht es hier weiter. Ich versuche es noch einmal mit dem Light-Deck, wenn es nicht klappt, nehme ich mein Deck, ganz ehrlich. Und sagen wir mal, danke fürs Zusehen, trotz allem, sorry dafür und bis zum nächsten Mal. Bye bye.